Boah, der Schmarrn. Oh. Boah, gar nicht so leicht, so ein Komposter, ha? Nein. Du sag einmal, kommst du allein zurecht, ich hätte noch Wäsche im Keller. Ja, logisch. Muss halt jetzt gerade noch schauen, wo wir den Komposter aufstellen. Schattig, hat der Verkäufer gesagt. Ja, so viel weiß ich auch. Na, also geht doch. Ja, das wird schwierig werden. Warum? Ja, nirgends ein Schatten. Tatsächlich. Ja. Nirgends ein Schatten. Außer auf der Terrasse. Und da steht ich und bau mir den Komposter auf der Terrasse auf. Ja, ich bin ja nicht blöd. Naja, Ja, und jetzt? jetzt schauen wir die Beschreibung an. Warte mal. Ja, was haben wir's denn? Da steht jetzt: den Komposter in der Nähe eines Baumes platzieren. Ja, wir haben aber keinen Baum. Nein, dann pflanzt man halt einen. Ja, freilich, wir pflanzen jetzt extra einen Baum, damit wir einen Komposter in unseren Garten stellen können. Ja, geht's noch? Mein Rudi, du willst doch halbe schon einen Apfelbaum. Ich, einen Apfelbaum, das habe ich nie gesagt. Du magst einen Apfelkuchen so gern. Schau, den kann man dann aus eigenen Äpfeln machen. Sag mal, du hast eine Logik beieinander. Das dauert doch mindestens 5 bis 6 Jahre, bis das Baum einmal irgendwie ein bisschen einen Schatten macht. Oder soll man gleich einen fertigen kaufen? Mei, jetzt geh mich doch nicht so an, das ist doch dein Baum. Mein Baum, ich will überhaupt keinen Apfelbaum im Garten. Ja, dann halt einen mit Kirschen. Ich Du will- bist schon so empfindlich auch. Ich will überhaupt keinen Baum in unserem kleinen Garten. Weder einen Apfel, noch einen Kirschen, noch eine Birne. Du geh, ich hab halt nichts gesagt von einer Birne. Ich will überhaupt keinen Baum. Weil die musst du ständig zurechtschneiden, dann hast du das ganze Obst auf dem Boden flackern und die ganzen Websen fliegen umeinander und das Laub kannst du auch noch zusammenrechnen. Keinen Baum haben wollen, aber einen Komposter. Ich wollte auch keinen Komposter, das war deine Idee. Mein Gott, ich hab ja gerade gemeint für die ganzen Küchenabfälle. Schau mal, Zwiebelschalen, Kartoffelschalen, Gemüseabfälle. Da ist der Komposter ideal, weil die Erden und alles, das kannst du alles wiederverwerten. Ja, aber nur wenn du dann Schatten hast. Ja, du hast aber einen. Schau. Vorsichtig sei, gell? So, ich pack jetzt den scheiß Komposter und bringe ihn wieder zurück im Baumarkt. Okay, und dann, was machen wir dann? Was machen wir mit den ganzen Gemüsereste? Ja, nix. Wir essen ab sofort mehr Fleisch. So. Oh. Scheiße. Kommt euch. Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönram.